Hautenowend als Thema kontrolliert, privatisiert, wem gehört den Internet. Wir wollen ob die drei Großakteuren agoen, den Staat, Konzernen an die Öffentlichkeit, die teilweise Interessen haben, die in nämlich Richtung gehen, und teilweise sind sie total konträr. Das erlaubt und das schafft eine politische Situation, die ganz spannend ist, wo es im Moment noch schenkt, dass es möglich wird, dass ich kann intervenieren, wenn es um Regelungen vom Internet geht. Mehr vielleicht also noch manche aus dem Zug schon längst aufgefahren. Wir werden das zusammen mit unseren Inviten analysieren, und ich fange dann an mit Eugène Berger, hier als Deputierten von der DP. Hier war Präsident von der Chamberskommission, Rapporteur, das ist nicht besonders wie Präsident, Rapporteur von der Chamberskommission zum Thema Netzneutralität. Dann neben dem Eugène Berger sitzt den Jan Gut als, das ist aber Präsident oder Rapporteur, Vorsitzenden vom Chaos Computer Club. Das Freund von der Ön, okay, gut. Das ist ein Grüneisen hier als Freund von der Ön. Genau. Aber das mir genau ist, das werden wir noch erzählen. Ich habe mich erinnert als den Jerry Weyer, der besteht so in Piratenpartei. Okay, das ist kein Geheimnis. Dann den Lars Schmitz. Hier hat der Kolleg an auch Table Ronde mit 4 berät, das soll auch kein Geheimnis sein, an hier an der Arbeitsgruppe Netzpolitik von der Lenk. Ganz am Eck, meistens nur bei der Fenster, sitzt den Romain Geblig, Sekretär bei Luxor. Aber wer Luxor ist, wird den Herr Geblig also auch noch zählen. Wir sind eine ziemlich groß Runde, das hat gemerkt. Wir haben viel zu zählen an. Es sind auch Spezialisten drin, die auch zu den einzelnen Punkten viel zu sagen haben. Das bringt aber eine Reihe Notdeler mit sich, das will ich nicht verheimlichen. Und ich will dann 2 Wörter ein bisschen zu der Natur von dieser oder der Philosophie von dieser Table Ronde zählen. Natürlich sind Leute von politischen Parteien dabei. Ich gebe aber trotzdem bitten, dass wenn Position, die dir vertritt, wenn die schon explizit durchgestaltet ist, dass wir geben auf eine weitere Durchstellung verzichten, weil wir probieren, echt an Dave zu gehen, wie dass wir probieren, ich weiß nicht, Einzelpositionen zu tun oder repetieren zu lassen. Dass wir das eint. Da gibt es noch ein zweites Problem. Ich habe von Fachleuten geschwärzt, Fachleute zum an einem Thema wie Internetpolitik gebrauchen ganz gerne einen verklausulierten Wortschatz. Ich will mich mal als Nicht-Fachmann als eine gewisse Sicherung an dem Ganzen. Das heißt, wenn ich anfange, etwas nicht mehr zu verstehen, dann am Ende von ihr intervenieren ich ziemlich direkt, also halt erklärt als das ein bisschen oder probieren mal auf Lützeburg zu erklären. Gebe ich aber bitten, wenn irgendetwas wo der denkt, das aber da brauche ich eine Erklärung, dann melde ich einfach und dann gehe ich auch dazwischen fort und da kann ich einen ja nachhaken, für dass die Positionen noch sollen klar gehen. Gut, eine letzte Sache, die ich noch muss sagen, den Herr Berger hat gesagt, dass spätestens um 9:30 muss gehen, wenn also die Diskussion wie lange dauert, damit wir nicht alles an der Zeit durchkriegen. Da kann es sein, dass den Eis davon lebt. Gut. Lehmalas, ich meine, mich alles gesagt sind. Wir haben 3 Runden, ob die, also so wie wir als 4 gestaltet haben. Die erste Runde geht um den Datenschutz, die zweite Runde über den Zugang zum Netz. An die dritte Runde
wollte man Chancen, die den Internet als bieten, wollte man analysieren. Kommen wir zum Datenschutz. 14 Dich an ich so bestimmt bei ihr nicht Neues, aber an der Hand run als ein kleine Bänder gesehen hat, dann erinnert ihr Stadt direkt. Das ist der Fall Snowden, mehr eigentlich als nicht der Fall Snowden, das ist der Fall Prism. Es gibt aber von interessierten Kreisen zu einem Fall Snowden gemerkt. Ich will nicht das Lange des Breden erklären, was Prism ist. Es geht um Daten, die von den amerikanischen Geheimdiensten, ich gebe so auf der ganzen Welt zusammen gesammelt gehen, verschafft gehen, für 14 Tage. Und etwa Snowden, das Ganze, was schon für rund gemunkelt ging, das heute nicht klar gesagt, anscheinend, weil es keinem widersprach, heute noch recht damit. Ich will dich, Herr Berger, fragen, wie der datieren hat, was hat gedurcht, was ist jetzt durch den Kap gegangen und dann auch noch direkt nur als Politiker. Wie denkt dass die Legislation, auch wieder der nationale Politiker sieht, wie kann die Lützeburger Legislation stärken? Ich muss aber so nicht durch eine europäische Ebene dabei, vielleicht können auch da etwas dazu sagen. Wie kann die Legislation stärken, weil die Welt möglich ist, dass so ein Fall Prism oder so ein Fall Edward Snowden nicht mehr führen könnte? Ich meine, die erste Reaktion ist natürlich, dass über so etwas persönlich relativ entsetzt ist, schockiert ist, weil ich einfach bewusst bin, dass weltweit eigentlich keine Grenzen geben, die kann als Person überwacht gehen oder kontrolliert gehen. Das ist etwas, was ich noch als den liberalen Mensch als die liberale Lebensverfassung extrem schwer, weil der Schutz von der persönlichen Sphäre, der Schutz von den persönlichen Daten, das ist am Ende immens wichtig ist, aber das natürlich durch so Überwachungssysteme, die flagrant verletzt. Das ist natürlich auch, weil ich eine Zeit lang an der Chambre mit dem Rapport über die Netzneutralität befasst bin, muss so, dass ich eigentlich zum Schluss, wie ich den Rapport geschrieben habe, gemeint habe, ich hätte viel frohen Antwort gefunden. Nu war ich mir nicht mehr bewusst, dass viel mehr nach neuen Frohen sich gestaltet haben. Und wir nehmen an einem Wort zu sagen, dass der Rapport von der Kommission, der Majorität von den Membern aus den verschiedenen Parteien gedreht wird, dass anscheinend wo man so frei um dich oder unter dem Tisch kein Dienst, dass man eigentlich eine Netzneutralität will, das heißt, dass eigentlich das Netz oberfrei ist, das Netz keine Magiefrängen gehört, dass eigentlich die großen Typen ist, wo alles kann hemmungslos frei drüber laufen, wo ich kann kommunizieren, wo ich eigentlich die global digitale Kommunikation möglich ist, was auch viel positive Sachen wurscht wird an der Vergangenheit, die da war eigentlich am Endeffekt doch die Netzneutralität, wo kein dran gucken geht, wo ich eigentlich nicht alles über den Typ laufen lässt, aber auch Tieren am Endeffekt abmischen für Missbrauch, den dann noch nicht kontrolliert wird. Das ist also ein bisschen nur, wo ich nur selber am Widerspruch aus gesehen. Wir brauchen Netzneutralität, das ist unbedingt wichtig für ganz viele Sachen, wo wir ja nur noch können darüber abholen, die wir an dem Rapport festgehalten haben. Und auf der anderen Seite ist aber eben noch verschiedene Leute, verschiedene Nationen, verschiedene Denkster, Geheimdenkster, die das aber missbrauchen für den Land und das schon das absolut Wichtigste war zu tun, eben die persönliche und die Privatsphäre. Da stellt sich natürlich die Frage, nicht aber muss gucken, verschiedene Sachen zu regeln. Wie kann ich eigentlich so einer Sache wie Prism oder andere Programme, die Englisch sind, auch links jetzt gesucht, dadurch nach anderen Ländern, vielleicht an einem Mann und großen Umfang auch so Überwachungsprogramme haben, wie können wir die aber international regeln? Bei mir nur als so von der Sauerei an muss selbst dagegen machen, dann ist ein schöner Wut. Das schwer, die Amerikaner wahrscheinlich ganz wenig. Du musst europäische oder internationale Konventionen fanden, du eigentlich einen Akkord fanden auf dem Niveau. Das ist nicht evident, dass
Ich meine, das ist die einzige Sache oder die Richtung, wo wir muss schaffen, für die internationale Überwachung, den Missbrauch, den eigentlich am neutralen Netz geschieht, dass den irgendeiner so an den Griff kriegt. Der anderen Seite können natürlich auch dann die Schwierigkeit, dass den, weil den anderen Seite das Netz will komplett offen und neutral bleiben, und du nicht dran gehen, das kann dann ein Widerspruch sein. Jan, gut, ich freue dich. Du warst engagiert beim Chaos Computer Club, du hast einen Texter auf im Internet sieht stehen, wo der weiß, dass die Verwerfung, dass Daten an den Schutz von den Daten, dass den ich ganz wichtig ist, was du auch der Meinung wie den Eugène Berger, dass den freien Zugang zum Internet am Anfang nimm je so den Schutz von den Daten kann so lassen, dass du Widerspruch hast. Da das hat mehr so zum so dass Informationen sollen auf finalen Wille frei sind. Es soll überhaupt keine Einschränkung geben. Nein, Informationen am Internet. Wenn wir bis mal anfangen, dann sind wir sehr durchlang von Molosin. Weil Menschen können nicht einfach so eine zensieren. Register dort, was eventuell so gut für nehmen das Land mal direkt dabei von Molosin. Prison, Tempora, etc. was nachher so gut. Von mir ehrlich sind für den Chaos Computer Club für Hacker waren nicht gerade die größten Überraschungen, dass der generell einfach besteht schon, weil mehr so in der Doppel schon sind da, wie lange gibt es Chaos Computer Club? Sind da 1984 schon ein bisschen für Druck schon, die schon für so Sachen gewarnt in Deutschland, dass immer wie konkret gehen, dass man hier zurückgeflogen, da zurückgeflogen, dass immer gesucht gehen, los lo kreis die sich auch Mensch, weil du geht darum zu gucken, dass man es nicht nachkommt, nur ist das Mauer ran, damit das mal nur verhindern. Du spielt den Datenschutz definitiv eine große Rolle. Schenkt doch sich eigentlich die Möglichkeit nach zu sehen, dem ganzen Riegel 4 zu schieben. Weil du hast natürlich froh, alle Land tut leider nicht den Peter Schaaf, wie sie in Deutschland tun, die definitiv kaliert, dass weiß, wie der Schwarz dann, den sich auch traut, die Leute zu gehen, um die Konzerne zu gehen, die wo du die Schmuh betreiben, beziehungsweise auch die Regierung. Das heißt, meine erste Etappe wird nur mal zu gucken, Leute zu finden, die du sich daran investieren, einen konkreten Datenschutz für Lützeburg auszuschaffen, in die angepasst ist, und auch nicht zurückstrecken, für die verschiedene Leute mit falsch auf Face zu trippeln, die die letzten Jahre hier am Land und Fernsehen verkackt haben. Ich habe mal Not zu haken, auf welchem Niveau dann an die nationale Gesetzgebungen können den intervenieren, so dass den Schutz von den Daten aber mehr stärker garantiert ist, wie das im Moment der Fall ist. Das ist ziemlich komplex. Wir fangen mal an für uns bei den Datenbanken. Wer muss mehr für alles hier im Land eine Datenbank? Und wenn wir 700 Datenbanken plus minus, können wir gesagt, plus minus, das heißt, du weißt schon nicht, wie viele Datenbanken du hast. Da geht es drauf weiter. Privat sind ganz viele Datenbanken gekoppelt. Wir hatten verdünne Diskussionen dabei, dass wir alle schön gut waren, du willst ganz hier, wie viele Leute haben den roten T-Shirt, wie viele Grünen, wie viele Schwarzen. Aber da soll es nicht nur die Information nach der Handysnummer, der Adresse oder E-Mail-Adresse koppeln. Und da ist etwas, wo man muss aufpassen, also man muss ganz klar definiert gehen, dass Datenspursamkeit soll geschehen und dass Daten nicht sollte gekoppelt gehen, direkt von 4 Jahren. Weil heutzutage ist es mittlerweile so, und eine Schülerdatenbank, dann immer noch vielleicht eine Datenbank von sämtlichen Jugendlichen am Land, aber da kann man gar nicht alles zusammen an die Boutique, da können doch jeder gut tun. So, und das sind dann Informationen dran, die wohl nicht für jeden sollen gesehen gehen, und da können die Infrastruktur dabei, wer ist die Infrastruktur gesichert? Die Magazine über Medicolika, Code, weiß überhaupt nicht gesichert, beziehungsweise ganz schlecht. Und da wären wir bei den technischen Aspekten. Und da können CNPD dabei, wo eine wichtige Rolle spielt. CNPD als Nationale Datenschutzkommission, und CNPD ist ganz einfach immer besagt. Die Leute, die nicht viel Staff, mit denen sie können schaffen, ihren Chef lässt zu wünschen übrig, wie eine Richtung geht. Allgemein hast du kritischen Gehst nicht viel Handeln drin. Sie laufen echt der allgemeiner Politik haben drin für Sachen ein bisschen zu reglementieren, wenn nicht viel, ohne aber kritisch zu einer frohe beziehungsweise konkret über zu schaffen oder auch mal einfach eine Organisation über die andere zu bezählen. Das heißt, es gibt genug Leute hier im Land, genug Organisationen, die sich
Tracéieren und der Thematik, für die einfach mal rund zu schwatzen und zu hey, der kann dich schon aus, wie wäre, so man einfach mal eine Diskussionsrunde starten. Aber guck mal, man kann da Lützeburg verbessern. Ich meine, schon ein Privileg, dass man nicht allzu groß sind, können doch und den anderen relativ sehr. Das wäre eine Möglichkeit für du definitiv Post zu fassen und du auf so Bein zu stellen, was definitiv kann viel Gewicht tun. Ja, allerdings müssen da gewillt sein, das zu machen. Dafür sitzen wir ja auch haut und probieren, eben das an die Richtung zu schaffen. Okay. Ich sprang ein bisschen, kann ich nur noch viel an Dave gehen, was den Datenschutz anbelangt, an wie die staatlichen Organe damit umgehen, wie sie schützen und auf der anderen Seite, wie sie ihre Gesetzgebung erlaufen. Ich komme aber zu einem anderen Aspekt, Lars Schmidt. Es sind auch Privatunternehmen, die mit den Daten von den Bürgern Kommerz betreiben. Google, das wissen wir entretemps, sammelt enorm viel, verkauft die Daten, aber das ist aber nicht nur so. Die Leute, Nutzer vom Internet, weil die produzieren selber Daten über Facebook, auf anderen sozialen Netzwerken. Das ist alles der Wert wird verkauft. Kommerzielle Daten, du hast eine Profilierung möglich und so weiter. Was müssen sie machen für die Willkür, die geschieht, ohne am Bewusstsein von den Bürgern zu sein, für denen eine Regel vorzuschieben? Ich meine, ich muss sagen, dass also was du gerade angeschwärzt hast, dass es eben auch ein kommerzielles Interesse daran gibt, Daten zu sammeln, dann ich eben gerade nicht trennen kann von den Affären, die wir haben, die sich um den Geheimdienststrom drehen, weil wir eben hier gucken müssen, dass die Daten, die den Geheimdienst kriegt, hauptsächlich über kommerzielle Plattformen sind. Und wenn wir den Jan gerade gesagt hat, dann Forderungen an den Raum gestaltet gehen, dass man quasi zu Lützeburg einen mehr starken Datenschutz brauchen, und das ist sicherlich ein guter Umfang. Ich meine ein bisschen, dass das ein bisschen zu viel die Idee wiederholt, dass du durch den Experten auf verschiedene Positionen setzt oder Leute, die hast du von verstehen, dass ihnen quasi dummer da ihr Fachproblem gelesen kriegt. Und ich meine eben nicht, dass man nicht mit einem Fachproblem zu dienen hat. Und ich meine auch nicht, dass es so einfach ist, zu suchen, aller Möglichkeit Geheimdienststoffe und Staaten, die übertreiben. Wir schwätzen halt von den Daten, die Leute kreieren. Bei mir zu Lützeburg Daten kreieren, da leihen die bestimmt nicht zu Lützeburg. Aber wenn wir auf Facebook und so weiter als Daten aufgehen, bei Amazon als Daten aufgehen, da leihen die schon mal per se außerhalb von dem Rechtsanspruch, den wir halt zu Lützeburg haben. Das heißt, da können wir so viel Datenschutz und so weiter abbringen. Wir können Initiative bringen, wir können vielleicht Lützeburger Politiker dazu bringen, an Amerika unzurufen und zu sagen, wir sind nicht froh, was mit den Daten von unseren Bürgern an ihrem Land geschieht. Aber ich meine, das greift alles nicht weit genug. Ich meine, die Kombination, die wir sich machen müssen, ist eben zu sehen, dass die Daten, die wir produzieren, dadurch, dass sie kommerziell gut sind, so dass sie an den Marché reagieren, ein Problem durchstellen. Also dass der Marché für sich das Problem halt durchstellt, den man in Datenbetriebe gibt. Und du meinst aus den prinzipiellen Punkt, wo ihn umsetzen ist und wo ihn wohl froh ist, ob den Datenschutz, den wir halt verlangen, eigentlich just eine Sort Wiedergutmachen von dem aus, was man eigentlich und Marché kreiert und mit den Daten. Das heißt, wir haben den Datenschutz für ein gutes Gewissen zu haben, dabei große Marché mit Daten aufzubauen und selber auch darüber zu profitieren. Weil wir wollen die Services, die Amazon und so weiter anbietet, die wollen wir. Wir wollen, dass wir 4 Schläge kriegen, wenn wir ein Buch kaufen, was für ein Buch kann ich auch noch dabei kaufen. Wir wollen auf Facebook Reklamen, die bei uns passen und so weiter. Wir profitieren alle davon. Und wenn wir
das Prinzip nicht matt an die frohen ranholen, Thema als stellen, dann bleibt man wirklich bei einer purer Fachdiskussion und dann so mal, ja, du hast die an die Datenschutzrichtlinien, die gerade halt ein Problem durchstellt, und da packt man nicht wirklich einfach drum, die Größe zu sparen. Ich probiere eine Überlegung hinzukriegen zum Sam Grüneisen. Profilierung, die geschieht dadurch, ja, dass enorm viel Daten, ob für kommerziell oder Zwecke auch immer gesammelt gehen, feiert eigentlich, wenn ihr das alles zusammenhält, zu Apps, was an den 80er Jahren, was die gefährdet oder schon für Drohnen, den gläsernen Bürger. Was kann ich gegen die Profilierung machen? Gibt es Moyen, ohne dass sowieso nicht mehr möglich ist, den Internet aufzuschaffen? Ging ganz klar Meier fir selbst erbannen schmengen du gëtt zum Beispiel als Bel so vertreten als Grund vun der Öden an zwar unterstütze mir den Tor Software Project an zwar ass dat eng Software zuviel an technischen Aspirant zu goen, die verschleiert die egen Identität der Techt von den Tor benutzt, dann huet den no eng IP-Adress zum Beispiel an Rumänien an mir ha eng Lützburger IP-Adress. Zwischendurch sind noch alles verschlüsselt, dat Techt Papa Staat oder Amerika kann du eben net ein einfach so losen fir gucke was du grad ma Schu du willst beschwätzen wieso dat du gi net Meier du gin Mëtlen an wie zum Beispiel Tor da se Software die as gratis KGP benutzen die gëtt für all Betriebssystem der Techt du können eigentlich alle Mabierger kind Staat zu Herzen höllen an da de Blo benutzen bon wie gesagt, du gin nach vom Cyberpunk Movement gin donner Initiativen die darauf hinauslaufen für den Publikum, den nicht so technisch versiert ist, Verschlüsselung not zu bringen, aber ganz einfach. So, da sind sie Schnitt mit der ganzen Matte die Hand, du musst erst nicht setzen, mehr einfach nur das Programm vielleicht ein Kehr dort klickt und dann ist alles verschlüsselt. Der ich als Bon Père de Famille direkt ein Kehr nur haken, schöne Artikel über den Teil vom Internet gelesen, schon gelesen, da geben aber direkt ob Kannerpornografie Seiten fallen, do wir Mafia ganz stark aktiv. Was ist das der Fall? Ich kann nicht lesen. Das Problem ist, Technologie kann immer zum Guten und zum Schlechten verwendet gehen. Und Tor, also eine Software, die ermöglicht einem am Moment für den heutigen Standard komplett anonym zu sehen. Bon, Anonymität als natürlich auch gut für die Leute, die ja, nicht so schön Ziele am anderen, der Tisch, du gehört definitiv auch keine Pornografie. Du gibt noch so viel gute Anwendungsbeispiele von Tor, zum Beispiel den arabischen Frühjahr, wo ganz viele über Tor, die über Tor gesurft sind, einfach nur damit hier freie Meinung können ausdrücken, ohne dass sie nur irgendwie gekappt gehen oder so, für in den Gericht gezerrt gehen und dann durch für eine Prisonheit gehen. Wieso das nicht rein ein Problem von Tor, dass Daten missbraucht gehen? Ich meine, das bei alter Technologie, die kann missbraucht gehen, weil das Problem ist, ich meine, die Kannerpornografie, die können DOCS, alles von Anonymität irgendwo umgeschwagt wird, da könnt immer das, ja, du kannst Pornografie drüber laufen. Ja, das ist klar, aber mit der Logik, da sollen die meisten ja doch verbieten, aber mit der Logik müssen wir auch Auto verbieten, weil wir da keine mutwillige Rennen. Wir müssen Handyen müssen wir verbieten, weil wir da keine Bomben machen, oder wir keine Leute, keine Auftragsmörder rufen. Wie gesagt, das ist halt die unschöne Seite vom Tor, aber da muss ich verlieren. An dieser Runde haben wir auch einen Datenschützer sitzen, den ist aber vielleicht überrascht, wenn ich ihn als Dat bezeichne, den Romain Geblik. Wir können vielleicht an dem Kontext dann auch Luxor vorstellen für die Leute, die Luxor nicht kennen. Der schützt Daten, kulturelle Daten, wissenschaftliche Daten, können jetzt auch nach Produktionen nennen. Der schützt gegen die Öffentlichkeit, Leute, die gerne vielleicht Produktionen holen, Musik lauschen, Werke lesen, journalistische Artikel gebrauchen, verschicken und ich weiß nicht was. Sieht er ja Aufgabe als ein Datenschützer? Déjà, je merci sur cette invitation. Ich fand die Initiative louable.
das Sujet so wie liberléiert das thematisiert gibt. Und ich kenne nicht recht, also unabhängig von der politischer Meinung, die ich tun, für die politische Richtung, ich kenne nicht recht, wenn da an einem Text versucht, dass die Thematik von der politischer Klasse nicht nur zu Lützburg, sondern weltweit ist so bewusst, beziehungsweise nicht bewusst oder ein Mischung von beiden nicht genug thematisiert. Also ich meine, die Entwicklung, die wir haben, weist ganz klar, dass sie so drüber schwätzen, dass sie doch muss rekommandieren. Aber wenn richtig, dann ist es vor, die Politik, die professionell am Hand muss nachdenken. Was ganz wichtig ist, da tun wir auf jeden Fall doch schon mal gesehen, so geht darum, dass in der Teil nicht enke mischt, während 2 Stunden, wie das in der immer nicht mischt. Aber das wird noch so die von Stunden vergisst. Ja, das unbedingt muss für Leute sich äußern gehen, die wissen, wo kennen, wie ihr seht. Weil sie viele Leute, die äußern sich über das Sujet, wo sie eigentlich nicht den Tiefgang haben, die so dann haben wir allgemein so, dass er gut sagt, mit der von drüber sind. Wir sollen dann doch mal Schule gehen, und ich soll mir, ich persönlich, auch die Leute, die nicht zu dienen, mir versichern, Dialog zu haben, alle Schulen, nicht nur mit den Biologen, mehr auch mit Senior, die war general unabhängig vom Alter. Und du siehst man, dass, wenn in die Debatte feiert, dass du eine ganz große Bereitschaft hast, darüber zu schwätzen. Und ich meine, das ist wichtig, weil Versicht, wenigstens Versicht, ehrlich darüber zu schwätzen, was geschieht. Wie dann Leute reagieren, das ist eine zweite Geschichte, wen sie wählen und Führung. Ich meine, das ist einfach etwas am Gang zu kommen. Und ich wollte dafür auch einen positiven Aspekt dranbringen. Das gibt vielleicht für die Generation, die ein bisschen jung ist, nicht immer so gesehen. Ich will auch nicht so, dass ich jedem Herz, den nur schon so viel erfahren wird. Ich werde einfach erst eine Geschichte suchen, von dem Geschichtsbewusstsein wird. Da kann ich so, ich meine, sie meist alle durchgehen, sondern ich hoffe noch im Auditorium, dass die Aktie die Information so wie man Haut tun, ich will nur qualifizieren. Mit Aktie die Information, das noch nie ging. Wir sind uns alle bewusst, dass die rufende Leute nach bis für 100, 200 Jahre gut keine Aktie die Information hat. Das wollte ich mal als positiv durchstellen. Und dann kommen wir dann zu den Aspekten, die mehr negativ sind. Das gibt oft vergisst. Und da war gesund, geht wir kreischen oder wir lamentieren, dann kreischen wir, lamentieren wir vielleicht, wenn man nicht richtig wissen, wo die geht. Und ich meine, dass die Orientierungslosigkeit ein Problem ist, den an einer globalen, du gehört, was schon gefallen, an einer globalen Gesellschaft immer mehr abkommt. Muss ich versichern, zu summen, auch die professionell dafür da sind, also politisch Klasse, auch die Senior, die Education. Wir müssen alle gut zusammen versichern, so zu kommunizieren, dass wir eigentlich nach wissen, vor lauter Bäumen den Wald passiert. Das ist ein bisschen allgemein philosophisch sagt ich mal so, wir müssen doch positiv gesehen. Nur aber zu Luxor und zum Block Datenschutz. Luxor leidt nicht an Ägypten, jedenfalls nicht als Luxor, dann ist ein Aufgehzug und das ist Luxembourg Organization for Reproduction Rights. Das ist eine englische Denomination, wenn man heute die Kinder teilen, also Griechisch, hat die Tagesspruch auf Englisch. Wir evaluieren international, wie wir alle gut, zwischen der Globalisierung fällt ja mal rein. Also wir kümmern uns um Datenschutz an dem Sinn, dass wir die Daten, die eng gehören, valorisieren. Das heißt, wir geben ihnen einen gewissen Wert. An die Regeln, die da sind, für den Wert anzukluren, Gesetzgebung für die eben umzuwenden. Ich setze nach zu Berger, hat den Rapport also kurz zusammengefasst über Netzneutralität, schöne gelesen. Ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe versucht, trotzdem ganz zu lesen. Und da steht auf einer Platz dran, dass der Rapport der Copyright, und das ist dann ein Sujet, wo wir daran tätig sind, wirklich der Copyright, also das Naturrecht in der Nacht, dass den an dem Rapport bewusst ausgeklammert ist, mit Motiv, dass das ein ganz komplexes Material ist. Und das kann ich nicht bestätigen. Und ich will auch sagen, wenn das Spezialistentum betrifft, ist ich froh, dass ich eine invitiert. Ich bin auch froh, dass ein Sujet für die Copyright an das ganze Sujet von der digitalen Welt angebaut wird, war nicht so was verständlich. Wie gesagt, nachher, für das ich das kann machen, wie sich zeigen, dann muss ich dann mit punktuell Sachen raus und dann im Kontext setzen. Also wir schützen Daten an dem Sinn, dass man Urheber von einem Werk beweist, dass hier Urheber ist, dann ist die Gesetzgebung die, dass wenn der Weg genutzt wird, dann muss der Utilisateur von dem Werk den Urheber fragen, der will den Weg benutzen.
kann man direkt frohen, kann man auch indirekt froh, die was wir sind nur durch eine Société de Gestion kollektiv de droit für ganz viele Autoren, Lützeburg Autoren, auch noch Editeuren, auch ausländische Autoren und Editeuren, denen ihr Rechte, sofern sie am Gesetz klar definiert sind, zu schützen. Aber durch Schwester kann man das gerne machen. Ich will nicht so viel monopolisieren, das wird wir machen. Ich wollte mal eigentlich mal der positive Not aufschließen. Ich fand es ganz interessant, dass als Gesellschaft heute Aktien und Informationen wird, wie sie es noch nie hat. Das ist wichtig, das zu tun. Also wenn den Donner will schützen, da muss ich noch kontrollieren. Ich arrive ja, wenn ihr guckt, wie Diskussion unter Hadopi am Frankreich verlaufen was, da muss ich so, wenn den Klauen von kulturellen oder wissenschaftlichen Wirken, nennen wir mal ein Kehre so, wenn ihn das will innerbannen, weil da muss ich kontrollieren. Ich gehe nur davon aus, mein Viertel lebt in der Richtung, dass ein Peer-to-Peer die echt sympathisch ist, aber auf der anderen Seite, wie kann ich das dann nur am Anklang bringen? Auf der einen Seite vermitteln von kulturellen Donären oder wissenschaftlichen, und auf der anderen Seite aber ich weiß nicht, den Datenschutz von den Leuten, die aber nicht kontrolliert gehen. Ja, bist du noch merci für invitiert zu gehen für eine ganz gute Initiative. Ich will verteilen mal pur Definitionen opraumen, die halt ein bisschen von links nach rechts genannt gehen, aber mit verschiedenen Ideen, weil es hat aus, also Datenschützer, so wie den Janet erklärt wird, dass den Datenschutz so aus für sein Recht gegenüber einem Facebook oder auch eben dem Staat rechtens zu machen, von denen private Daten sammelt. Daraus die Definition von Datenschutz, wie ich sie gesehen, schmengen, das ist kein Geheimnis, dass ich nicht mengen, dass Luxor Datenschützer sind, dass das sogar der Gegenteil, die Idee hat im Grunde als Zugang zu wissen Informationen zu monopolisieren, natürlich zu monetarisieren, aber das schützt kein Privatdomänen, das heißt den Datenschutz für die geschwart als den bei Hadopi zu drohen könnt. Also für kurz zu erklären, Hadopi ist eine Gesetzgebung nach Frankreich, die man Ziel gesagt gehen aus für den illegalen Telechargement zu limitieren und Leute zu bestrafen, die dabei erwischt gehen. Das ist ein sogenannten 3 Strikes, das heißt 3-mal oder 2-mal wird gewarnt, aber weil der dritte Kehr, wo ihn erwischt wird, da etwas hochgeladen wird, wo ihn nicht die Autorisation dafür hat, da wird er bestraft. Und das kann dazu führen, dass den Aktie auf dem Internet recht gezogen wird. Das heißt, du könntest in eine Datenbank und dann dir wie nämlich bei Orange gehen und eine Aktie auf dem Internet holen. Das heißt, du wird den Urheberrecht, also das Droit d'auteur benutzt, für Leute von ihrem fundamentalen Recht auf Meinungsäußerung an Informationszugang aufzuschließen und auszuschließen. Ich allein weiß schon, die Sturheit, mit denen probiert wird, ein veraltetes Urheberrecht durchzusetzen, was einfach nicht für eine Internetgeneration gemacht ist. Da kommen dann natürlich die Probleme dabei, die nur angeschwärzt sind. Wenn wir wissen, ob ein etwas illegal hochflüht, müssen wir wissen, wen etwas hochflüht und warten hochflüht. Das heißt, wir müssen gucken, wen du, wo auf welche Seite geht, warten du hochflüht, ob das illegal ist. Das heißt, wir müssen an den Contenu gucken, wen was das nur ein Lied, was illegal hochzulösen kriegt, weil er in einer offenen Lizenz leiht, oder ist das ein Lied, was nicht offen zu verdelen ist, an Domodal, die illegalen Ruf zu lösen. Das heißt, wir können die Internetbenutzer kontrollieren, gucken, was sie gucken gehen, den Contenu gucken gehen. Und dann muss man gucken, wen sie gucken gehen. Das heißt, Sachen wie Tor zum Beispiel, wo ich anonym kann surfen, das muss eigentlich der Standard sein. Aber ich habe dann geguckt, wen schaut zum Beispiel etwas Ruf. Die Daten, da gehen darin gespeichert, das ist dann auch eine Datenbank vom Staat, die auch Privatsachen speichert.
Und dann müssen die dann nur noch verbunden gehen mit Donneien, für die wir wissen wollen, wo die IP-Adresse, wo wohnt die Leute, wer wohnt da, wen hat Zugang auf den Computer, weil das ja auch ein Computer kann da stehen, dann können 3-4 Leute auf Zugang haben. Wen bestrafen wir da noch? Wen darf dann noch nicht mehr das Internet wollen? Nein, Britney Spears verkaufen will. Und das sind eine Datenanhäufung, die einfach nicht mit dem Ziel zu vereinbaren ist. Und dort hilft der Dienstfaktor hilft, als du überrascht, grundlegend zu reformieren und da hin zu schaffen, dass es am 21. Jahrhundert auch können. Nicht da hängen geblieben ist, wo wir los sind, dass den da für alle Kleinigkeit soll für Ugrisch gezerrt werden. Ja, eine Sekunde. Ich wollte Diskussion bei den Thema belangt auch abmachen für ihr. Ihr merkt, sind eine Reihe Sachen sind ugerast gehen. Wir können lang diskutieren an als Cavern haben. Das wäre sicherlich ganz spannend, doch vielleicht für ihr. Ich gebe aber Leibruch gucken gern, dir sie Teil für vielleicht doch für zu intervenieren, die vielleicht der ähnlichen Meinungen und dafür machen wir eine Runde, die Lo etwas zu sagen oder zu frohen holen, die weisen einfach, ich notieren das und dann fahren wir mit der zweiten Runde weiter. Jeder kriegt auch gut. Selbstverständlich. Also dir, da wäre den Dodo Hannen, da muss ich aufhängen. Da wäre den Herr Schäblik an den Jan, an den Platz. Okay, geht wird. Info Luxor, ist das ASBL? Ja, also, ja, jetzt ist das die Frühstelle. Da hat man uns reagiert. Weil du mir denke, also Luxor, ich habe schon so verdurft, wir sind eine Organisation, eine ASBL effektiv, die vom Staat organisiert ist. Die steht im Gesetz, über Droiteure, aber Gesetz. Ja, also Luxor ist eine ASBL, eine Association sans but lucratif, die vom Staat autorisiert das für verschiedene Autorenrechte zu gerieren. Verschiedene, nicht alles. Als Gesellschaft, als eine Gesellschaft, Société de Gestion de Droit, Société Kollektiv de Gestion de Droit, weil wir für viele Autoren kollektiv verschiedene von ihren Rechten gerieren. Und der Staat autorisiert so Gesellschaften, die sind nicht einzig. Wir können also einen Texter an den Lieder, an der Lieder macht Hassan, den ihr wahrscheinlich besser kennt, die können sich Audiobereich oder ein Drittel für komplett zu sehen, das dann Goa, die kümmert sich um audiovisuelle Rechte. Das ist eine Association sans but lucratif, wir werden sans but lucratif, weil die Redevanzen, die wir kriegen, en Contrepartie von den Lizenzen, die wir geben, das Reproduktionsrechte oder andere Rechte, die kriegen als Autoren quasi integral, abzüglich natürlich von dem, was die Struktur kostet, die Administration, beziehungsweise wenn im Gesetz steht für Promotion kulturell, kriegen die Autoren das. Weil wir kriegen Gewinn machen, dafür als eine Association sans but lucratif. Also das ist die Antwort. Wie ist das Budget? Wie merken wir das Budget? Administrativ Budget? Also wir momentan, wir sind noch nicht lange da, wir haben im Jahr 2006 angefangen, wir sind noch nicht mit Lützburg tätig, wir tragen diese Prozedur im Ausland. Ich meine, Fenster und so. Also wir funktionieren seit 2006 und wir momentan unsere Schiffe Affaire für 800.000 €. Und dafür sind ungefähr 20%. Investieren en promotion culturelle, einerseits und andererseits administrativ. Ich wollte just mal so für die Reaktion, Piratenpartei, ich habe ein Niveau von der Diskussion ein bisschen ehrlich vielgestaltet, dafür als mein erstes Statement gegengewirkt, für zu suchen, dass das eine gute Sache ist, dass wir über Internet insgesamt diskutieren, als ich noch Referenz gemacht habe auf den Rapport für die Netzneutralität zu suchen, dass der Copyright etwas für sich ist, wo ich noch mehr für sich diskutieren, weil das ein ganz komplexer Bereich ist. Ich habe mir in der Linke gemerkt, wie wenn Copyright etwas ganz Schlimmes wäre, dass wir neu dazu mal denken, um zu dienen. Ich habe verstanden, besonders bei den Piraten,
dass dann kein Ein-Themenpartei mehr wäre wie das Niveau global. Ich gesehen die Diskussion nicht so global gefällt mir will so global feiern dafür noch gesund gefallen positiv, dass Mensch entre ganz viel Aktie und Informationen hört, wie sie nicht hat. Dan als nog zo van die citeert moet dan context citeert van een controleorgaan. Hij geeft je ganz veel over controle. Wanneer een controleorgaan citeert in zijn land, wie Hadopie, dan moet je naar een systematisch. Dan moet je zo dat als een huis naar Hadopie. Dan moet je tweede zo dat die Hadopies administratie, van een ganz grote administratie, als Loorgaan als hoofdgeschäft ziet, dan moet je geen systematisch stellen de context zetten. Und dann, wenn ich von Peer-to-Peer schwätze, dazu Begriffe, die verschiedene von dir später wissen, aber wir wissen das nicht, dass das für sich eine Begrifflichkeit, die nicht stimmt. Wenn ich eine Tauschbörse habe, dann habe ich nur wohl keinen Tausch. Wenn ich vor meinem Computer sitze und ich checke dem anderen Fichier und ich checke mir auch ein Fichier, dann habe ich mein originären Fichier. Ich bin überhaupt nicht getauscht. Wenn ich eine Flash Viva habe und eine Flash Ghostport an mir tauschen die dann immer so getauscht, dann nur die weil ich Flaschen. Was du musst aufpassen, wenn jemand Begriffe hantiert, muss ich die Begriffe definieren, also delimitieren, und da kann ich dann einen richtigen Kontext setzen. Und dann, bei mir zu Lützburg, ich merke, das sind ja noch fertig, wie auch etwas ganz Konstruktives zu suchen. Luxor wurde eine Plattform vor kurzem aus der ARD-Beruf, die nennt sich dort, das ist kein Arzttitel, das heißt Luxemburg Online Rights Desk. Du in eng Datenbank wees kën op Manner sinn, wie du in eng Datenbank an geschützte Wieger. Op dat Bicher sinn, op der Zeitung sinn, du kann den Utilisateur von en Dra utiliseieren, op die Datenbank do goen, kann dat Wie identifizieren, a Fionalen krit ganz einfach gewiesen, wat vu Rechter do drop sinn, an die kann die Rechter online kreen, dat gibt oft gesot in eng Gesellschaft, wo das auch fir gesot gin, wo Copyright net ugepasst as Mechketen, I dat as net wie Mechstel ze suen, ha eng Datenbank vu drasch geht, wat Wirker ze kreen sinn, wat Rechter drop sinn, an die kann ich ganz einfach dann erwerben. Und dat das so leicht Dünnsetzen vu den Gesetz geben. Okay. Da wo spurt? an dem Kontext wat natürlich eng moderne Copyright-Legislation, weil du ginnt ja auch Rechte für die Kreateur, die muss Rechte belohnen. Weil ich meine, das alles Großkapitalismus. Die kleinen Kulturschaften, das sind vielleicht die effektiv so mit Gesellschaft Sachen wert schaffen, die auf der Gesellschaft da wollen Herz gehen oder ein Denken wollen gehen, die Leute müssen da passieren. Ich meine, dann auch die Frage, die ist so gestellt, wie bringst du das an dem Moment in den Druck? Ich mache die Dinge gleich. Je voudrais une seconde. Je voudrais juste savoir, en fait, vous avez tous parlé plus ou moins du même contexte, ça fait longtemps, mais quels actes concrets le gouvernement sont en choix de prendre maintenant, pour les politiciens notamment, s'ils devaient agir cette nuit, quels actes devraient-ils prendre justement pour le sujet de la protection des données? D'accord. Alors il y a encore des intervenants ici qui vont prendre la parole, qui sont sur ma liste et qui vont probablement répondre. Quando ele mesmo se fabrica no Internet, que nada das coisas que ele não é só para ver atrás, nada das coisas que nós padecemos, porque ele diz que o que hat auf die Kinder von Duischen kommt, das ist illegal, aber eine Mühle gesteckt haben von uns der Reise und der kriegt dann von der riesigen Rechnung gesteckt, die Leute nur sich von den Irischen Internet. Ja, als dat du findest dat für du so geht so nicht gemerkt. Der Punkt ist einfach de Problem wie man hunn, dat auch vu Berge gesot mir Gesellschaft insgesamt das man tatsächlich global Gesellschaft ist. Es sind nur seit 20 Jahren am Gange mündlich, aber auch schriftlich Schulsachen zu suchen. Und das würde ich auch so, das ist wirklich kruzial. Das
Wenn der Menschheit begreift, als bestohlen seit der Erfindung von der Schrift, also ungefähr 3000 vor Christus, bis heute, das sind 5000 Jahre. Und da das du Menschen so richtig angefangen, ich weiß nicht von höheren Menschen, du hast Wissen auch systematisiert, das katalogisiert, die Schrift das erfunden. Von du wird der Mensch richtig, wird sich exponentiell entwickeln. Da sind wir alle, da kommen eigentlich 5000 Jahre. Weil du das 5000 Jahre gedauert bis ungefähr 1900, bis wir 1 Milliard wären. Also Schwätze von der Massebiologie wie mehr Menschen. 5000 Jahre. Ungefähr 100 Jahre, das ist 1900 bis 2000, und das sind wissenschaftliche Fakten. Ne? 100 Jahre hat gedauert, bis wir eine Versechsfachung von uns wären. Das ist gesehen von 1 Milliarde auf 6 Milliarden Jahre. Wenn es so geht weitergehen, das weißt du doch nicht mehr, wenn es so geht weitergehen. Ja, also können wir nicht ganz. Ja, ich muss es so sagen, aber so, das wirklich, wir wollen ja versichern, die Globalität von Problemen zu sehen, da müssen wir doch in den globalen Kontext setzen. Wenn es so geht weitergehen, hätten wir alle Jahre, natürlich, als 12 Jahre, als 12 Jahre 1 Milliarde mehr. Ihr wisst ja, 1 Milliarde, 1000 Jahre. Bei der kleinsten Fass von der Welt, das ist die Nebenaspekt, sie waren fertig. Ja. Die puren demografische Explosion, das ist enorm. All 12 Jahre 1 Milliarde mehr, die kleinste Fass. Auf der anderen Seite, und nun kommen wir zum eigentlichen Sujet, auf der anderen Seite haben wir an den letzten so 50 Jahren eine technologische Entwicklung, nicht nur eine informatische, sondern eine informatische Entwicklung, eine digitale Entwicklung, der Migration, wie auch immer, die immer mehr erlaubt, das zu machen, was der Mensch bis so gemerkt wird. Also auch ein Roboter als am Anfang, Roboter funktioniert auf der Basis von der Codeinformatik, und übrigens als Codeinformatik, Spezialisten können mich da berichten, oder nicht richtig, also Codeinformatik, also eine Œuvre littéraire, die über Gesetz von der Urheberrecht geschützt ist. Also wenn stimmt oder so, dann ist das ganz schnell an der Revolution, wie modulieren, der Mensch Tendenz wird, sich selber überflüssig zu werden. Wenn er bleibt an der Tendenz, ob das gut ist oder nicht gut ist, das muss ich herausstellen. Das ist die Produktion von Informationen, von Contenu. Ob das Blog genannt wird, ob das Logiciel ist, ob das Zeitungsartikel ist, ob das Buch ist, ob das Filmspur ist, elektronische Spur ist. Dafür ist schon eine Informationsgesellschaft. Das heißt, Wertschöpfung, der Kommerz, und übrigens das Wort Kommerz ist ja von so schnell wie Kommunikation. Wertschöpfung von Contenu, die muss irgendetwas aufwerfen. Und das irgendetwas muss so gestaltet sein, dass es eben nicht prohibitiv wird. Und das ist die ganze Diskussion von Copyright, von dem ein Eigentum wird für das Contenu, muss die Möglichkeit tun, zu bestimmen, wer mit dem Contenu geschieht. Ob die Gesellschaft man berät ist, dass das so geschieht, wie die Politik das sieht, das ist dann der Wähler. Das ist eine andere Diskussion. Ich wollte das schon so. Die strukturelle Entwicklung muss man gesehen, und dafür würde ich schließen, mit dem, was der Berger gesagt hat, ich meine, es sind aber noch Leute, die das so tun, das ist ein globales Problem, es sind keine Grenzen mehr da an der Kommunikation. Dafür müssen wir auch globale Regeln kriegen. Das tun wir am Bankensektor, am Finanzstellen. Ich schließe. Ja. Yes. Ich probiere das kurz zu machen. Also, ich habe einen Kurs gemacht über Musical Digital Rights, also Copyright an der Musikindustrie, über 12 Stunden am Rocker, mit einem Dude aus der 19. Lebensjahr nur Copyright möchte, die größte Bands von der Schweiz mit Iron Maiden, die Schweiz gehabt. Nur 12 Stunden Copyright Kurs in die Speyer gegangen, so zu sagen, okay, du gehst mir in den Dreck, du siehst mir, was du mir die letzten 12 Stunden gezählt hast. Copyright wahnsinnig komplex, Konklusion von der Sache 2, Copyright bringt nicht. Seht den mehr, die global fertig oder schafft. Okay, wieso bringt die nicht? Bringt nicht. So. Wieso so den dann noch? Die so dat, als Gesellschaft denken draußen mehr doch gesehen, weil als Gesellschaft hier ran ob der Profit getrieben ist. Wieso gibt man nicht alles dazu? Mit so leben, Copyright. Da kann man kopieren, nur mal richtig. Und wir drehen dem Copyleft, wir holen die Copyright drauf. Und wir ersetzen nicht durch etwas, was sich Creative Commons nennt. All Menge Sachen, sie wird Musik, sie wird Bilder, sie wird Fotos, sie wird Programmiercode, sie wird egal, was ich mag, in der Creative Commons. Das meinst du mal da, ich habe meine Rechte. Mehr hält nicht die meine Rechte weg. Aber ich dezidiere, was mit meinen Sachen geschieht. Weil Copyright gibt es ein All-Inclusive-Pack, und da waren die, die mit Passen.
Ich habe ja gesagt, das ist da kannst du Creative Commons kannst du nur rauspicken. Will ich gerne Stilo gerne Foto, was wir schreiben in dem Raum Leute Datenschutzgrün so und den Herr für den will Stadt Wohnung umhängen, dann braucht nicht extra aber zu rufen und zu froh der Stadt benutzen. Nee, still direkt. Der Dienst wird schlecht verbieten aus ich so ich will nicht, dass die Geld dann muss. Am Sommer tun ich mir recht behalten. Hier steht mir recht stopp, aber so ganz klar, was ich gerne hat, aber was ich nicht gerne hat. Das könnte man viel mehr ein Freiheit bei Creative Commons. Außerdem schränkt das Kreativität nicht an, mit fördert sie. Wieso Copyright Kreativität erschränkt, Menge Meinung nur beim Open Access ist das ein gutes Beispiel. Open Access sieht, alle Menschen sollen Zugriff auf sämtliche wissenschaftliche Informationen. Wissenschaftsinstitute gehen hauptsächlich zum größten Teil von als Steuergelder finanziert und die Lützburg betreibt Forschung, auch mit diesen Steuergelder. Wie sind das Teil mit dem Copyright drauf gehabt und ich gehe da verknackt, wenn ich das dann will delen. Liegt man nicht an. Nur Standarten durch ganz Welt. ISO-Standarten. Und ISO-Standarten durch ganz Welt. Für die ISO-Standarten hochzuwürden, muss ich bezahlen, auf jetzt verdienen, da geht es auch verknackt. So, Klammern so. So viel zu Copyright. Nee, 2 kleine Punkte, das sind klein. Tauschen und tauschen, wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann tauschen wir einfach nur eine Flasche. Tauschen eine Flasche gegen eine Flasche. Das sind schon. Ja. Wir sind schon beim normalen File-Transfer. Aber nur die letzte Punkt, das ist von der Seite normal, dass Leute verknackt gehen mit 15 Jahren Prisonstrafen oder mit unendlich Millionen Euro oder Dollar zurückzubezahlen, weil sie irgendeinen winzigen Text und irgendeinem Dude, die sowieso schon so lange das auf den Internet gestalten. Ich wollte just Strafen, ob das normal ist oder ob du das war, aber ob du dich für da setzt. Ich bin nicht Wort, ich bin mehr Ich sehe, du hast ja Reclaims in net sind davon ausgegangen, dass man die von heute diskutieren wegen gehört im Internet. Wir sind aber nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde geguckt, also auf eine Stellung sehe ich davor, ich würde da doch geguckt, sie man ganz wo wegen gehört Kontinu. Ich meine eigentlich die Diskussion, die man schon sind nicht mal von ausgegangen, die Diskussion, die man so feiern, wegen gehört im Internet. Und das ist auch die Diskussion oder die Schwierigkeit, die man an der Kommission hat und an der Chambre. Wenn man nicht 10 Minuten am Gang diskutieren, waren noch schon 5 Kommissionsmembern, die hat ja Produkteure kommen, sondern ihre viele andere Sachen auf Google, die nach Institutionen und so weiter. Wir haben eine ganz situieren. Auch bei den Schwätz von Netzneutralität, so war ein Typ. Du schickst ihr den Randpunkt A, ob den Produkteuren, das ist in einem anderen Domain, noch gesetzlich in einem anderen Domain, wir können als drin. Bleibt die große Freiheit, was dem Typ geht kontrolliert, wie schnell, wie löst, wird es ganz recht oder nicht. Das ist eigentlich die Diskussion, oder respektive die Frohe, mit denen wir uns beschäftigt an der Kommission. Und da sind wir im Risiko, dass wir nur dann aber über kontinuierliche Schwätze über den Autor, der ein ganz spezifisches Problem ist, dass besonders im Kontext eben halt vom Internet die sich anzustellen wie früher. Für die das vergleichen, werde ich gerne dass Post, dass die hier Pack, wir gucken nicht, was das an den Pack. Wir gucken nicht, machen die Pack nicht wollen, dass die Pack abgemacht wie die Amerikaner, das machen, wir hätten einfach gern, dass die Südfrieden freien Zugang, was der Südfrieden mit der Postkarte kriegen, mit der Postkarte verschicken, und dass du keine Diskrimination drüber ist. Ich meine, das ist eigentlich die froh, die mir als gestartet und die wir den hier diskutiert haben, war Mensch, wenn ihr seht, schon klein sie nicht, dass doch ein bisschen vielleicht den Sujet, in denen er vielleicht unterkommt, ein bisschen verdäven. Und du hast eben eigentlich dann noch die fundamentale Frage gestellt, die Gesetze für die Auteuren, und du musst noch vielleicht schnell kommen, die anderen Gesetze für die Verwachung, oder sind da keine Dürren, weil es müsste werden, dann muss man kommen. Und das dann, wen du willst dann den Typ abholen, mit dem Typ und sich, findet man so nicht, den muss neutral bleiben. Das muss man schützen. Du musst eigentlich schützen. Das muss Spielwiss sein, für man so von Schrittfragen und Chancen und Foren, die natürlich dabei sind. Und wir haben klar an der Kommission gesagt, wir am besten geben wir etwas fallen, für das zu regulieren.
Wenn man dat dem Lützburg Niveau machen noch do für Netzneutralität selber lengt Lützburg mischt, dat wird schwierig, wenn man eng europäischen eng internationalen Kontext sehen und dat am besten Fall eng europäischer und optimale Fall eng weltweit Regulation wir mit die da scheint doch schwer zu machen. Also Herr Berger hat den zweiten Thema lo Ugeras, den Lars an den Jerry Weyer, die hatten nach Welt also nach irgendeinem nächsten Thema, da mengt, dass wir da kommen, weil der neuen Aspekt ist, da sollen genannt die den Dingen, die Einzeldifferenzen, die sind eigentlich klar gehen, ne? So am den miss den net méi also méger Min nach unbedingt verdewen ne ich will dich aber net vorstellen van den Lars oder den Thema beidrohen ich mein unbedingt wichtig aus eben net auf den Punkt Copyright irgendwie zu fokussieren und als wichtigste Boot zu machen über als Thema Reclaim the Net du Hummer über Daten geschwart Daten sind in Deal gefunden, wem gehören die Daten, du hast Diskussionen wie Daten, die quasi der Öffentlichkeit gehören, das sind Kulturgüter, ich meine, du hat den Herr Schäblich auch nicht gegeben, die zugänglich zu machen, wenn die durch öffentliche Schulen kommen sind, du musst dir natürlich auch vorstellen, wie eine Daten verdient stehen am Moment, und wie kann aus der Staat mittlerweile just nach in Akteur den Daten verdeligt, die sich nicht mehr von dem kleinen Musikproduzenten, den wahrscheinlich sowieso schon noch alternativ Copyright-Formen umgeklungen ist, mehr werden aus der Staat mittlerweile just noch zu einem Akteur gehen, den eben Daten von großen Konzernen erschützen und sich quasi dafür ersetzt, also du eigentlich Partei greift. Und wenn man nur den Bau machen von quasi den Daten, die man als Güter deklariert tun, persönliche Daten, das sind Daten, die mir liefern, gehe ich vielleicht eine Daten nennen, die Kulturgüter, die von Künstlern kommen, quasi wissenschaftliche Informationen, das ist alles quasi der Contenu vom Internet. Und ich meine, wenn man den Bau sparen will, wenn man über Internet insgesamt schwatzen, dann müssen wir unbedingt drüber schwatzen, wir haben eine Internetinfrastruktur. Wem gehört die Infrastruktur? Wir haben die drei Akteure, über die wir die ganze Zeit schwatzen. Wir haben quasi die privaten Akteure, die staatlichen Akteure, die öffentlichen Akteure. Wie will man an Zukunft dass quasi die drei Akteure, wen soll wie viel Einfluss und wen wird wie ein Interesse an wen muss gestärkt gehen? Den dritten Punkt, wenn man eigentlich darüber schwatzen, dass man Reclaim the Net fordern, also quasi von der Schwarzen, das Internet gesucht über, ich meine, wenn ihr seht, Reclaim the Net, holt Netz zurück, dann müssen sie ja irgendwann ein fortgewirrscht zu sein. Und ich meine, du hast für allem drauf gespielt, dass historisch gesehen, wo gestartet wird mit dem Internet. Wo man gestartet haben mit Internet, gibt es so Entwicklerphasen, wo am MIT das Internet zwischendurch, wo ihn quasi in Amerika wirklich an nicht gerade als sowjetischer Staat bekannt von Sozialismus geschwart gouf, weil ihn eben quasi fand, dass mit dem gewählten Internet, was er geschafft hat, und ich würde wirklich nicht das Beispiel mit den Flaschen reinkehren. Also nehmen wollen, wir haben beim Internet und wir haben mit den Meilen vom Internet die echt möglich geht, eine Vielfalt von Daten, von Gütern zu kreieren, ohne dass die Verluste dabei wird. Das heißt, wenn wir Flaschen tauschen, wird die für ihn nur 2 Flaschen. Obwohl wir mal 2 Flaschen angefangen haben, haben wir nur insgesamt 4. Und das ist einfach ein Prinzip, den das Internet als gehen wird, den als ermöglicht wird. Rösberg kann das nicht nehmen. Die sind jetzt irgendwo eine und dann. Ja, nee, also das, wir haben die wirklich die Möglichkeit vom Internet.
die bestanden wird Leid angefangen zu summen und Software zu bauen. Die echt Software die waren eine proprietär wird all Münstrug geschafft, dass ich öffentlich geht und zu summen ein großes Projekt gesehen ist. Es war wirklich nicht so, dass irgendjemand gesucht hat, dass sie mein Raster an der Staat gesucht hat, Moment ich gucken habe ran, das quasi zu summen ein großes Projekt geschaffen. Wenn man so ein Reclaim benennt, die man von der öffentlichen Seite aus, die ich gerade beschrieben habe, wenn man schwätze von denen, die quasi verhindern, dass die öffentliche Seite nach der aus, die am Netzwerk dominant ist, dann haben wir die zwei Akteure, über die wir gerade so ein bisschen noch geschwärzt haben. Mit einerseits der Staat, wo man wirklich, ich meine, das ein Thema für sich, den Einfluss vom Staat am Internet, und eine, die quasi privat seid, die eigentlich allen zwei Richtung gehen für eigentlich die Fähigkeit, die Internet hat. Das muss ich auch so aus linker Sicht die Utopie verwirklicht, zu summen und Sachen zu schaffen, ohne dass es eine Macht gibt, ohne dass ihr Suchen für die Sachen ausgeht, zu summen und etwas weiter zu schaffen, dass die Möglichkeit, die im Internet wirklich, wo etwas verwirklicht wird, dass die so los aufgebaut wird. Und ich meine, das ist dann auch der Punkt, auf dem man mehr größeren Zusammenhang schwarze sollen zurückkommen müssen. Also ich gucke auf Dauer an Schwerten, dass den Berger geschwind geht, dafür will ich ihm aber direkt nach einem Keier zu Wort gehen. Wird schon am Anfang just eine Bugeras-Diskussion, die an der Chamberskommission gelaufen ist. Es gibt im Moment also et Gefahr von einem Stau am Internet als gehen. Du dich mit dem Thema auseinandergesetzt, die hat Diskussion, also die hat Lesungen hat an den Raum gestellt, die hat aber nicht wollen legiferieren und die hat gesagt, wir werden auf eine Regelung um europäischem Niveau. Ich will dich fragen, für was das gemacht hat. Also wie man die Beschlussungen sind, waren wir eigentlich auch immer intensiv mit dem Sujet befasst und eine Reihe Experten gelauscht hat, von der einen Seite, von der anderen Seite. Und dem Paar war ich auch persönlich als Rapporteur der Meinung, okay, das wird ja nur der Rapport herauskommen, aber da klar fordern, wir brauchen eine nationale Gesetzgebung für das zu regeln, für die Netzneutralität zu garantieren. Auf höhere Mesure, aber wie jemand der Leute geschwärzt hat die gesehen, dass eigentlich komischerweise eine spezifische nationale Lesung bot von den Leuten, die man hören. Nun sicher vielleicht nicht. Abwerfen am Rapport selber, das schon nämlich auch gelesen, weil die eben aus Deutschland noch spezialistisch gefragt wird, den auf netzpolitik.org regelmäßig veröffentlicht und quasi wirklich seht, das als ein Punkt, wo ihr nationale Beispiel setzen muss. Wir hatten heute den Mütten Vortrag von Lorenz, den am Europaparlament schafft, und gesucht wird, der ganz wichtig wäre, also der Tieren aus der Stimmung aus dem Europaparlament erzählen kann, der ganz wichtig wäre, dass der Druck von den Nationalstaaten ausgeht, dass die nicht erwarten kennt, dass Nelly Cruz irgendwann her, ob die Idee könnt, alle Menschen, weil ich gerade Lust und also das ist klar, dass zum Beispiel auch die letzte Regierung, ja, die selbst wenn du hingeht zu Dresden, und das muss ja auch so eine Partei übergreifen, dass die letztendlichen Kommunikationsminister dat immer gemacht hat, fir zu Dresden zu plädieren für eine europäische Solution. Also das schon dat man eigentlich Strich dat vor vu enlechte Sätze nur wie man den Rapport präsentiert, wir will eigentlich eine Gesetzgebung. Wir will keine Nationalgesetzgebung kommen, dat eigentlich die einzig, die zwar nicht so direkt gesucht, mir das eigentlich ich als Operateur Post oder die anderen Operateuren, die an Europa regroupiert sind, die konnten Stadtkind gefirstellen für die so Netzneutralität umzugehen und dann nicht in Negativrichtung zu regulieren. Wir wollen so, wie wollen sie auch gehen, weil sie werden, dass sie eigentlich nur dann auch limitiert sind. Aber auch zum Beispiel den ganzen ICT-Sektor,
gesagt, a priori müssen wir schon für eine nationale Lesung oder für eine Gesetzgebung sind, weil das schon wie Olo erklärt, dass das als Handwerksköcht am Internet schafft man, das ermöglicht, als innovativ zu sein, für mit anderen zu kommunizieren, für als developieren. Aber noch am Endeffekt, so das ist natürlich nicht eine ja, komme schreiben vielleicht das Prinzip an Verfassung an, wie du ein spezifisches Gesetz mit Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und da steht, so und so ist regiert. Und sie so, du mal auch Schwierigkeiten, weil wir aber ganz viel auf europäischem Niveau schaffen, weil wir halt ein Gesetz von der Netzneutralität mit den Belgien oder mit den Schweden, mit denen man zugeschaffen kennt, dann sehr schwierig geht. Oder sind auch gleich Betrieber, die plötzlich kommen, die an dem Domain schaffen, die auch Netzneutralität brauchen, die aber vielleicht fertig oder gibt es eine administrative Flucht, da muss man vielleicht irgendetwas von Bayer ausfüllen oder du muss man irgendetwas aufpassen und so dass wir eigentlich auch dann vielleicht für dann noch Lützburg zu kommen. Voilà, das ist eigentlich Konklusion, dass den schon das wird reglieren, von allen reglieren, dass Netzneutralität geschützt ist. Mit ein ganz praktisch Problem für die Längheit Lützburg zu machen und darüber mal auch wollen und dadurch wie der Zukunft dann ist an der Regierung das eigentlich Schnupfkraft war, dass man weiter plädieren für eine europäische Solution zu finden und das eigentlich die Demarche ausgehen kann machen. Und das auch nach im Moment Land an Europa oder an europäischer Community, das Holland, die spezifischen Slowenien noch. Slowenien, effektiv, Slowenien noch, ja. Wir haben als Zwischen an der Kommission mit dem holländischen befasst, das war Slowenien noch, steht doch am Rapport dran. Die Holländer kriegen nur, also sind eigentlich an der Praxis, dass sowohl technisch Probleme sind, das Ganze zu kontrollieren, dann wird die Netzneutralität angehalten, das technisch zu kontrollieren und Schwierigkeiten, und noch juristisch. Weil sich auch in den Diensten, das braucht Schwierigkeiten an der deutschen Enquete-Kommission über die Problematik, woher nur eigentlich 50-50 war beim Aufstimmen, weil sich auch du nicht 100% gehen, wie mir eigentlich für du eigentlich auch ein bisschen, weil das stricto sensu Netzneutralität. Das heißt, weil du nur das juristische Problem kommen haben, dafür hast du für mich auch die so die paar Jahre eigentlich dafür kommen dann eine nationale Lesung. Das ist auch die Aufgabe von seiner Kommission für sich schlau zu machen und dann eben ja nur so voilà, Konklusion, das ist nicht eine Konklusion, das ist die Konklusion von der ganzen Kommission für das zu machen. Und dann haben wir nur einen symbolischen Akt geholt an der Chambre. Bei Emotionen rankommt, so wie das da komme schreiben, aber an irgendeinem bestehenden Gesetz, das ist das von ILR, komme schreiben durch irgendwo nie leer, das als bestehen, den aber Netzneutralität kann kontrollieren. Einen gewissen Rahmen, wo man Emotionen bestimmt, wo dran steht, wir erkennen das Prinzip oder wir wollen Netzneutralität schützen. Okay. Mit der wo du am NILS-Gesetz Artikel 36 steht dann du, wir wollen Netzneutralität schützen und aufpassen. Dafür kann ich nicht kaufen. Das ist eigentlich symbolisch gewesen. So, wir brauchen eine europäische, mindestens eine europäische Solution. Ich gebe dir, Jerry, ganz gerne Wort. Ich freue mich aber, und das vielleicht das ist ein Froh, das ist ein Antwort bei Froh, die man gestellt hat. Was Regierung mit mir? Ja, am Schnitt am Nutzen der Regierung geschlagen. Okay. Du hast ja eigentlich, muss ich auch kritisieren, eigentlich am Nummer Staatsrapport, da bist du schon am Nummer von einer Kommission, wo du auch vielleicht kannst spüren, dass du auch als sehnste Deputierten die Meinung grosso modo delen. Also, das wäre ja auch absurd, wenn ich nur als Rapporter gibt, so ich da komplett eine andere Meinung. Ja. Zu der Netzneutralität, und da ging ich dir, Jerry, Wort. Wenn wir Teil auf Lützeburger Ebene gemacht hätten, dann geben wir so den Zugang zu Informationen, der das eigentlich Recht vom Bürger. Wenn wir aber am Niveau von Europa auf eine Regelung werden, dann ist das Gefahr immens groß, dass die Argumentation eine Logik von Bannemerk hat.
Das gebe ich gerne froh, Jerry. Mal wie probierst du, oder wie gesagt, sie dir als Piraten Konklusionen von der Kommission und deal dir sie dir auch der Meinung, weil das soll ihn einfach werden, ob Nelly Krös oder hat echt da gesehen, dass zu Lützeburg die Fläche verreiert gehen. Wie sieht ihr das? Und dann kannst du da gerne noch Möglichkeit für die Klammer zu machen an dem Herr Schäbelig Zentrum. Okay, verstehe ich vor, dann, also das Netzneutralität muss definiert gehen, ob national oder europäisch Niveau, das ist eigentlich das klar, weil das im Prinzip die so elementar ist für ein offenen, freien Internet, dass man das müssen tun. Vorstellt sich, wie kommen wir am besten, am schnellsten dahin? Und da merken wir noch immer, dass ein Lützeburgisches Gesetz kann den Weg bringen, für den Druck auf Europa zu erheben, weil wenn man sich ein bisschen guckt, Madame Krös, die ist ein bisschen sprunghaft. Also du hast schon mal einen Moment, also für ein paar Monate hat sie gesagt, ja, wir wollen Netzneutralität, wir sind Netzneutralität definiert als wenn du den Marché einfach will, ein bisschen drauf regeln gehen, soll das auch okay sein. Aber für einen engen Moment hat sie das gerne gesagt, nee, wir wollen einfach Netzneutralität so, wie es allgemein definiert ist. Aber da muss man dann nachher und da gucken. Also, eine europäische Lösung ist immer die beste, auch allein dafür will das Internet sich nicht national regeln lässt. Das lässt sich nicht europäisch regeln. Wie kommen wir da hin? Wir sind auch immer dafür für eine gesetzliche Regelung zu Lützeburg, wo schon eine gewisse Definition von Netzneutralität dran steht, da wir da dann an den europäischen Dialog erholen. Just für ganz kurz, wir hatten vor, das kann ich konkret machen, das war mir just ein Thema angefallen, wenn wir vom Datenschutz geschwärzt haben. Nächste Woche, also am Europäischen Parlament, eine ganz wichtige Aufstimmung über den europäischen Datenschutzpaket an da sollen ganz viele Nationalregeln zusammengefasst, die auf europäischem Level, aber du siehst schon, was für einen Abfluss Datenschutz kann haben. Du gibt extrem gelobbyt von verschiedenen Organisationen, du gibt extrem viel Geld investiert für Deputierte zu verzeichnen an einer gewissen Richtung zu gehen, die natürlich dem nur weh, wenn ihr von Lobbyist von Facebook ist, weil ihr vielleicht eine andere Richtung, wie wenn ihr für Bürgerrechte lobbyt. Das heißt, was ihr konkret könnt machen, als schreibt Europadeputiert und so denen, was da von der Datenschutzreform hat und dass er starke Datenschutz braucht. Das könnt ihr logisch schon konkret machen. Ich gebe gerne dir Jan gut Wort gehen. Okay, mit dann ganz kurz wo schon reinwerfen ganz viel von der Geschwart für Lützeburg im Niveau Netzneutralität verankert sowie auf europäischem Niveau das kann ich unterstützen Problem da geht bei weitem nicht weit genug weil Internet den das global, denn das nicht nur Lützeburg, das ist nicht nur europäisch, du machst ein ganz Stick verrehmert. Und bei mir als Lützeburg so, ja, mir Frankreich Netzneutralität, Südamerika, ja, ist mir da wurscht. Das ist auf europäischem Niveau. Ich meine, zum Beispiel, das müsste irgendwie weltweit gerichtet in das Netzneutralität verankert wird, sodass nicht einfach, zum Beispiel Schule Amerika, weil die sind ja immer ganz viel bei und so Sachen, dass sie das dann nicht respektieren, nicht mehr, weil sie eine gewisse Monopolstellung haben, weil du den, auch als historische Gründe den IT-Sektor von da können, dann nicht auch ein bisschen Ursprung von da hat. Dat du mis weltweit reguliert sinn a B missen irgendwie festlegen, wat sind Sanktionen weil der gehagelt weil spengen van loläche Sanktionen komme wie ja damit zu die eben 1 Million Euro, weil die dat gemacht huet dat interessiert oder gerade Land wie Russland oder USA oder so sind die Land her verschwenisch respektiv zu zu einfach net. Dat du mis nur noch fest wat sind Sanktionen wann dat net mcht wie so dat muss weltweit lesen. Also wenn ich gut informiert sind dann gehe ich dir ja gut fort etwas 4 gesehen aber bei europäischem Niveau wann nicht schon realisiert das aber dass wir dann Spezialisten Lorenz heißt Europa Zentrum dass den Provideren
wann sie Erschränkungen um Niveau von dem was am Netz ranlosen machen, dass sie die müssen abdecken. Die da handelt als eigentlich schüssen eng, dass Konkurrenz zwischen den einzelnen Provideren soll ugeheizt gehen. Aber es geht eigentlich ob die Selbstheilungskräfte vom Markt gesagt. Ihr merkt, es gibt das Englogik der Handel, das eigentlich schüssen Logik von der Konkurrenz vom Markt, so wie wenn der Markt an sich längst schon durchgehen für Menschenrechte zu garantieren. Es ging noch, das muss ich noch so, es ging innerhalb vom Markt gehen Interessen, die das sind an das Wesen, das sind monopolistische Interessen, die gut nicht Europa raus sind, für jeden wollen fair, den auch noch Konkurrent um mehr das für jeden fair zu behandeln. Also nach ein Kehr Jean gut mit dem, wo ich die Geolog probiert tun zu kötteln. Wie sagst du als ein vom Chaos Computer Club die Argumentation für Netzneutralität, wo am von Jidreen dich dafür wir für die zu garantieren. Und auf welchem Niveau soll die garantiert gehen? Es ist geküttelt. Also, ich fand es wichtig, dass man auf Plötzlich Niveau anfangen, definitiv die Last zu knappen, dass man muss weltweit zu einem Konsens kommen. Vielleicht noch das Jahr von mir das definitiv auch sicher, dass man das muss das können wir machen. Das ist ziemlich komplex, das Ganze. Wir können nicht Artikel pro Artikel schon dran schreiben, weil man immer genau wissen, wie das Ganze so definiert ist. Allerdings können wir selber schützen, wie das nur bei der Deutschland ist. An Deutschland zum Beispiel Telekom, die Drossen kommen, genannt wird, weil sie Internettrafik drossen. Wir haben einen Tester gemacht von Zuderelle, auch hier am Land gehen, sind nicht Internetprovider, die carrément den Trafik drosseln, wenn die auf Webseite geht, die wo vielleicht noch nicht so all da besichtigt gibt von all Leuten, pornografische Webseite beispielsweise, dann fällt der Trafik auf dem schon ganz sehr hoch, wenn es in Band dreht, und da können wir aussetzen. Wir können aussetzen, zu so halten. All Content am Internet ist selbst, soll selbst behandelt gehen. Das ist das nur egal, ob ich auf die Website XY gehe oder ZYOO.com, wenn ich ein Bandbrett tun von so viel Download und so viel Upload, da soll die garantiert sein. Und du können wir aufhängen, du können mein Gesetz machen. Wenn die nicht garantiert ist, kann die Person sich beschweren und dann kann gegen den Provider ein Klo anrichten oder was auch immer. Du fängt dann auch ganz fast zu gehen, weil sie schreiben dann an ihren allgemeinen Bedingungen, die wir dann müssen schreiben. Das kriegst du okay Zugang zum Internet, dass sie sich Fair Use tun, dass sie sich bei der Bandbreite 4 behalten, okay, was ist das 10 Megabit down, oder kannst du auch nur mit 2 Megabit down nehmen. Sie haben sich einen relativ großen Spart. Das in dem Fall verkehrt, da seht, wenn du 10 steht, da sind dann nicht Minimum. Also Maximum hoch, und nicht noch mehr. Das wäre für uns in hier, wir mussten keinen zusetzen, der Netzneutralität lösen, aber das ist schon mal umzugehen hier im Land. Und dann, die andere Seite, das haben wir in der Mitte schon nur beschwert tun, Netzneutralität, also auch der Recht, dass alle Menschen Access zum Internet haben. Wir verbreiten ganz stolz, hat City durch die Stadt, hat City durch Asch, hat City durch Straßen, Provider, die wo Access auf den Hot City haben, also deren ihr Client, beispielsweise Client von der Post, können nur gratis Hot City-Reise benutzen, Client von Ashspeed können dadurch an diverse andere. Wir alle guten die Leute, die kein Internet können lesen am Land, die haben auch mal kein Access auf den Internet. Die werden dann mal der riesenvaste Projekt Hot City, den wir haben, die wo nicht so ausgelascht schenkt, wie sie Stadt die wünschen wollen, also so. Schiedere, die schon kein Internet kann lesen, beziehungsweise Schiedere kriegen alle Bierger, alle zu bauen, Bierger kriegen sowieso mal schon vor 4 Jahren Aktie auf den Hot City Reise, wo man sehr limitierter Band wird, dass ein flüssig kann am Internet surfen, für das ein Mensch geht, sich zu informieren, sich zu bilden am Internet, weil auch das als definitiv Recht auf dem Internet und das auch Menschenrecht, also Recht sich zu informieren, Recht sich zu bilden. Und wir haben ein kleines Land, so danke wie du mit einem kleinen Land, mit einer guten Infrastruktur dafür, die als Kind Datei wieder los nutzen. Und nicht nur, wenn wir so kommerzialisieren, dass er nur Datei dann just
Kommerzant vun hun Di war der Post gesinn well Post go net so netzneutral wëlt sinn. Dat gesinn mat der Tele vu der Post, dat gesinn mat de Leitung vu der Post, dat gesinn mat de Postkap, dat gesinn mat relativ viel dat geliefert. Ja an dat fir lo méi klengen Deel dat zu Netzneutralitéit zu Jones bei ders. Och gib ich gerne drum opmachen wie vun Ich gift gerne eng Stellung ofgin oder wen huet eng den effektiv nach ganz viel Aspekte diskutieren Job Zeit mat verschiedene Aspekte beschäftigt. Ich meine die Frohen, die Schule developieren, also die soziale Gerechtigkeit, die auch steht für der Budgetfried, ob dieselbe Weis kann auf dem Internet kommen oder lang dann noch diskriminiert können. Also ich meine sicher nicht das Job bevor, weil die netzneutrale Produkte da haben in 2, 3, 4 Klassegesellschaften im Netz, die schnell kommen, die vielleicht gut wie Druck kommen, welche nicht und so weiter. Auch da, das ist das Netzneutralität wichtig, dass die Gerechtigkeit behält. Ich wollte eine Präzision geben. Wir haben auch wenn man keine Gesetzgebung per se über Netzneutralität, haben wir eine Kontrolle. Die kontrolliert alle Kontrakte, die großen Operateure tun als Lützburg, die müssen nur am kleinen Dreck, was KBS die guckt mal, dat bei der Post also bei Kranke bei Realisation lesen die da. Und die können du da so du bis rasch tun, das geht Netzneutralität zum Beispiel als Operateure man vergangen denkt ja Deutschland zum Beispiel kennt VoIP also so Skype kennt Skype passieren Abonnement. Das ist klar, Verstoß gegen Netzneutralität wichtig war, dass die Frankreich so telefonieren sie Mama bei Internet aus dem Kulleschwitz telefonieren. Und du hast nie als Sitzbisch gesucht, dass du gegen das verstehst gegen Netzneutralität, das muss als Kontrakt da rausholen. Du hast das doch gemerkt. Damit wird so, dass man so kleine Barrieren oder auch kleine, aber mehr Hünden für Lützburg à la base zu kontrollieren dann auch beim so Geschichte kommen mit Telekom dann die direkt do dat auch Telekom war schon zurück. Ja, also dat du mir war von Nummer so dat wir dann letztmengen de Sujet aus den zweiten Deel von Sujet dann Luftgang also aber du meier nun die ganz hoch von der sozialer Gerechtigkeit das immens interessant wir haben dann Kutsch auch und dat war wirklich gemischt von den flotsten Deler weil du wirklich ganz viel Gesellschaftsproblem ich so war noch Merci das immens interessant so delegieren nach wie lange spielen noch vielleicht die viele Saisonen und noch interessant Sachen zu wie viele Menschen werden auch ich muss mal ganz viel fort, dass nicht länger sagen auch mein Mädchen, dass wir auf der durchgehst während einer Stunde sind schon dann will man zu skypen das auch nicht Merci. Merci. Jean, tu as demandé la parole. Ah oui, c'était pour faire un commentaire par rapport à une discussion sur le droit d'auteur. Donc c'est une question complexe et beaucoup de gens, je pense, n'avaient pas entendu parler du droit d'auteur avant d'entendre parler des problèmes de téléchargement. Donc, pas ici, mais je veux dire d'une manière générale dans le grand public. Et donc ça donne une vision déformée du droit d'auteur. D'un autre côté, si on regarde l'utilisation d'Internet quotidienne et courante, je pense que nous tous, on viole tous les jours le droit d'auteur, même sans le savoir. Et donc il y a un problème fondamental, c'est que vraisemblablement le droit n'est plus adapté à l'évolution de la technologie aujourd'hui, en tout cas d'Internet. Et qu'il n'est plus possible de l'appliquer complètement. Parce que vous allez sur Facebook, vous trouvez une image sympa, vous la partagez, vous violez le droit de l'auteur de celui qui a fait l'image. Donc voilà. Et par contre, dans le droit d'auteur, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on oublie le plus souvent, c'est le droit moral, qui moi me semble important. Par contre, les grands éditeurs, ils parlent surtout du droit patrimonial, donc de la possibilité de faire de l'argent avec les œuvres des auteurs, des artistes, aussi le droit de vie. Donc il faut
trouver une solution à ce niveau-là. Et donc, il y a bien deux choses. Bon, moi, ça m'arrive d'écrire des articles que je mets sur Internet, et ça me dérange pas du tout qu'ils soient partagés au contraire le plus possible. Donc, à partir d'une bouteille, on en fait 10, et puis j'espère que tout le monde les voit. Mais par contre, j'aime bien qu'on dise juste que c'est moi qui l'ai écrit. C'est ça, au moins. Donc là, il y a effectivement, et je pense que les Creative Commons, je ne connais pas les détails, mais donnent des réponses, y compris par rapport à ces questions-là, en laissant la possibilité aux auteurs de dire moi, je ne veux pas partager mon œuvre, ou je veux vous la partager un petit peu dans telles conditions, mais je veux ton site, je veux pas qu'on la déforme, etc. Donc il y a différentes options. Tandis que j'ai l'impression que le droit d'auteur traditionnel, c'est effectivement à prendre ou à laisser. Donc, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse contradiction entre le droit tel qu'il existe et les technologies telles qu'elles ont évolué, et qu'à un moment donné, il y a un conflit qu'il faudra régler d'une manière ou d'une autre. Je voulais aussi dire un mot sur les données personnelles. Effectivement, il y a une masse de données qui sont échangées tous les jours. Nous, dès qu'on se connecte sur Internet, alors on donne des données personnelles, ne fût qu'une adresse IP ou un nom d'utilisateur quand on se connecte sur un service. Donc tout ça, individuellement, ces données ne posent pas forcément problème, mais c'est sans doute lorsqu'on les rassemble que ça peut éventuellement constituer un profil. Bon, pour prendre des exemples concrets, il y a des données qui sont utilisées à des fins commerciales. Sur Internet, il y a un phénomène de plus en plus répandu, ça s'appelle le remarketing, c'est-à-dire que vous allez sur un site, et puis il vous colle un cookie, puis vous allez sur un autre site qui a un espace publicitaire, et vous voyez la publicité pour le premier site. Et vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien autorisé. Je suis sûr que juridiquement, il y a un problème. Mais ça se passe couramment. Bon, ça n'empêche pas de dormir. Par contre, si Facebook commence à revendre tout mon profil avec tous les échanges personnels, etc., à d'autres sociétés commerciales, là, ça m'ennuie. Donc, il y a différents aussi niveaux en termes de données personnelles. Il y a des choses qu'il faut absolument protéger. Il y a des choses, bon, c'est peut-être pas correct, mais on ne va pas non plus s'énerver là-dessus, sinon on n'arrête pas. Et pour moi, la question essentielle, c'est, par rapport à ces données-là, c'est quel contrôle on a d'abord individuellement sur nos données personnelles, et puis collectivement sur ce que certaines autorités peuvent demander à certains opérateurs. Moi, j'aimerais bien savoir ce que les pouvoirs judiciaires ou policiers ont pu demander à Facebook et à Google ces dernières années en France, au Luxembourg, etc. Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des rapports de ça? Quels critères est-ce qu'ils sont repris pour donner ou pour ne pas donner des informations, parce que je suppose que quand il y a une grosse enquête avec des crimes ou des délits importants, à un moment donné, il faut bien que les informations puissent remonter. Mais quels sont les critères? Quel est le niveau de résistance? Est-ce que n'importe quel petit policier dans son coin qui fait une enquête parallèle, on ne va pas citer l'exemple récent, mais est-ce que n'importe qui peut demander n'importe quelle information à Facebook ou à Google? C'est ça qui m'inquiète plus que les dérapages commerciaux de certains. Sie nach einer Frohen oder Stellungnahmen am Raum frohen ich mal vielleicht zum zweiten Teil von der Diskussion. Als sei nach in den Absolution den Herr Schäblig, den de Jerry an de Larsoch. Okay. Ich versichere mich da kurz zu fassen. Aber vielleicht nicht bei der Uhrzeit zu fangen. Also ich meine, wir kommen löser lösen, du findest ja am Anfang auch gesund, das ist gut, dass die Initiative aus. Das ist einfach zu viel komplex für alles am Funk zu diskutieren. Da kommen meinst du Wallungen genug, und du musst sehen, wie klärt sich dann ab. Ich wollte eigentlich sagen, so zur Geschichte. Das ist ganz wichtig, da finde ich meinen Kollegen auch gesund auf der Seite. Wenn man nur über die Snowden, den Herr Snowden durchschwätzen, oder Prism, oder all die anderen Linien von Ländern und Geheimdienststellen, und an der Geschichte zurückgehen, da wissen wir, ich nicht wissen, so nicht, weil ich mich ein bisschen Versicht 40 bereden, ob es Brandheit. Am Jahr 1943, der Zweite Weltkrieg, das war eine Periode, wo es ja nicht schön war. Das war eine furchtbar schlimme Zeit.
auch nicht Weltkrieg, das nicht lag hier, so nicht immer die kulturologische Geburt, die man sich verlieren. Just benannt, 1943 für Deutschland eine Chiffrierungsmaschine produziert unter dem nun Enigma. Die wissen, was Enigma ist. Rätsel. Und dann haben sie die Kommunikation eben chiffriert. Für das die Gegner nicht kommt raus, von was geschieht ist. Als eine Allianz entstanden von den Alliierten, die eine Dechiffrierungsprozedur, Maschinen, wie immer wir nennen, Technologie entwickelt tun. Und das ist eine von den Ursachen wahrscheinlich, wo der Dritte Reich nicht kommt gegen die Russen von so, was da immer so ist. Das ist eine von den Theorien. Kurz nach dem Krieg 1947 wurden Vereinigte Staaten von Amerika, von Amerika, von den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland, Kanada, ich zähle so alle Guten, und den Verbund, den sie hatten, für Enigma zu knacken, systematisiert, und zwar unter dem Namen, wo vielleicht verschiedene Leute nicht mehr wissen, Echelon. Und Echelon war das am Anfang eine ähnliche Organisation, das ist nicht neu, was das die Kontrolle waren, und auch das Verstoppen, gibt es schon immer nicht, dass ich just durch die Informatik das potenziert, gibt viel mehr möglich, dass mich schneller zu viel das wird schon, also das ist die erste Geschichte, das ist Schwester von nichts Neues. Die zweite Geschichte, das war noch gesucht hinaus, aber da wurde ich auch, ja gut, noch ein kurz so, Jan geht doch. Selbstverständlich soll nicht einer Mangel geholt gehen, den molekuläre Violation vom klassischen Roboteurrecht. Danach in Lützburg nicht. Ich bin ganz liberal recht, es gibt einfach nicht mehr. Dafür muss ich dann studieren, bevor es heute gestartet geht. Aber dann haben sie Europa ein Copyright, was ein Sujet für sich. Wir haben als Luxus, ich meine nur klar, wir haben die Datenbank wie gesagt, für zu weisen, wie ihr kein Goal. Das ist auch keine Differenz mit Creative Commons. Du hast dein Werk, das Werk wird beschrieben, wie man das auch kennt, wie als Notar, wie als Editor, eine kleine Zusammenfassung. Kann ich noch als soziales Netzwerk erstellen, kann ich das schicken, für zu sharen, guckst das dumme Lenker. Am Ende dem Werk steht dann noch was für Rechte drauf sind. An einem Teil von diesen Rechten, zum Beispiel Kopie, eine physische Kopie, eine gastschulte Kopie oder eine Numerisation, die ich auf dem Intranet, im Extranet oder sogar im Internet stellen, kann ich dann online erwerben gegen den Micropayment. Das ist wirklich nicht teuer. Und so können die Punkte, was maßgebend ist, und auch den ersten Creative Commons und wo auch immer, wenn der Recht da steht, was mir nicht vertreten für die Note oder nicht verkaufen auf der Online-Plattform, dann wird einfach ein Link gemerkt bei dem Ayant-Droit. Das ist ein Utilisateur, den nun nicht in den Roman gesehen, wo er sieht, auf Reck, ich will doch also Film mehr. Da steht nur nicht, was du Film willst mehr, das ist also 1.000 € so besuchen. Dann hast du einen Link da bei dem, auf seine E-Mail-Adresse, und dann hast du einen Utilisateur, der verhandelt dann mit Ayant-Droit, ob das Recht, auf wie das Recht kann gehen. Also du hast nicht präjugiert, dass das Recht etwas kostet. Du für mich ist das Problem, dass die Message gehen an Copyright, an den Herr, der hat so, das Minimum an einem Rechtsstaat, weil das auch Rechtsstaat muss sein, wenn die Regel ist, wenn ich proprietär von einem Kontinu sind, muss ich gefroht gehen, der jetzt so den Kontinu mehr, das ist das Minimum, das ist du nicht, schwätzt nicht aus auf den Preis, das kann gratis sein. Aber dass ich das einfach will, ohne zu froh, das ist inakzeptabel. Aber wir haben nur wieder vielleicht alle gewusst, weil sind ja auch wahrscheinlich Journalisten, wir haben nur das Centenaire vom Tageblatt, am Vierfach hat eine Reihe von Emissionen, also die Journalisten zu Wort kommen, die gesucht haben, dass ihr Kontrakte, ihr Erbeskontrakte bei den Zeitungsverleger, nicht nur zu Lützburg, sondern weltweit immer mehr prekär gehen. Das heißt, sie schaffen nur Projekte. Sie gehen mal um eine Manifestation geschenkt bei du und da kriegen sie einen bestimmten Betrag, der nicht extrem reich ist. Wenn da gleichzeitig Fähigkeit besteht, der prekärt Erbesverhältnis, und ihr schwätzt ja auch politisch von der linker Seite, wenn gleichzeitig Fähigkeit besteht, die Erbischen die nehmen ein Projekt erbig, das auch nach gratis zu kriegen. Man vierfach, ich kriege keine Informationen, nachher muss ich durchsehen. Da können die Leute nicht leben. Aber wenn mir das gesagt, da wissen sie, weil ich schwätze, und wenn dann die selber konzerniert, das kann ich noch verstehen, wer das Recht tut. Dass das Recht, und das ist der letzte Satz, dass das Recht muss konform zu den technischen Möglichkeiten umgebunden gehen. Das ist richtig. Mit das merken wir als eine Plattform, das ist ein Umfang. Mit das muss aber auch europäisch kommen, das muss auch weltweit kommen. Ja, ich wollte was näher gespart wird, das war zwischen Zeilen vielleicht, dass es hat so das schwer zu wissen,
wie Gesetzeslag aus und dass man all da irgendwie all da Urheberrecht verletzen. Ja, dann das weist dat auch bei all diesen Themen, also nicht den Urheberrecht, sondern auch Netzneutralität, wem gehört Netz, Datenschutz, das ist immer ganz wichtig, sich zu informieren, als selber zu ein bisschen zu Hand froh, weil ich so möchte. Wenn man auf Facebook gehen und ich mache mal einen Account auf, dann überlegen ich, gucken ich mal, vielleicht lesen ich vielleicht einfach ein bisschen an dem Kleingedruckten, was Facebook mit Mengen Données möchte, was sie dafür machen. Und ich gehe meinen Akkord, dass sie die Données weiterverkaufen. Und da ist ganz viel Medienkompetenz auch gefordert, die muss gefordert sein. Und etwas, was den auch vielleicht schon mehr von klein auf unten kann fördern. Was den an der Schule schon vielleicht lehrt, wen möchte Facebook, wen machen die was Geld, wen hast du de Produkt, weil de Produkt, das sind mir Benutzer, wir sind de Produkt bei so Geschichten. Wenn ich selber decidiere und ich sehe den informiert, ich will du machen, dann ist das okay, das soll jeder können machen. Aber es muss in sich selber ein bisschen dann der Nös packen für Matz machen. Das selber, ich meine, da sind wir halt eins, dass er auch was der Bereich angeht, sich einfach vielleicht mal informieren muss und dann wenn Gesetz so ist, dann ist das Gesetz so. Da kann ich wollen, dass das anders wird. Ja, ich soll ihn aber dann noch, und beginne ich dann noch recht, wissen, wie es ist, also Medienkompetenz, sich informieren, das ist auch etwas, was wir können, was jeder kann für sich selber machen. Ohne du musst groß Europa international Politik zu machen. Und das ist ja so ein Schuldrang ich gehe dem Last nach Wut, aber vielleicht als Lächten und dann will da den 10 Euro was, dann hilft man den nur verperlen. Ja, ich meine, wir müssen als Konsequenz immer aus den einzelnen Interventionen DAX hören, ja, das Netzneutralität, das ist etwas, das wir sind zwar national machen, mit europäisch leben an der besten weltweit, natürlich Netzneutralität eigentlich die ganze Problematik, wie wir geschwärzt, dass das wirklich ein globaler Punkt ist. Wir schwätzen immer über die einzelnen Themen, wir schwätzen darüber, dass sich du Experten das wissen nun, dass die Themen ganz komplex sind und wir verhalten uns an den Diskussionen immer wissen par rapport wie viel wissen ich gerade über die einzelnen Diskussionen, was sie den Experten und verschiedenen wie soll ich sagen, Organisationen, Chaos Computer Club, Piratenpartei auch nur wissen als ein Expertengruppe abschätzen, die dann quasi zu den einzelnen Punkten Stellung wollen. Und über die streiten wir uns dann und warten quasi auf eine weltweite Lesung an dem Sachpunkt. Und ich meine, das ist gerade wirklich der Punkt, den ich gerne machen gehe, und zwar, dass es nicht darum gehen kann, die Diskussionen, die wir führen, quasi just an einem Sachverhalt zu führen, weil wir bei all den Diskussionen immer politische Punkte, die vertrauen gehen. Wir haben den Herr Berger von der DP, die gerade als letzten Schlusspunkt nach irgendwie etwas rausschmeißt, eine soziale Gerechtigkeit muss am Internet garantiert gehen. Wir haben die verschiedenen Akteure, über die wir geschwärzt haben. Das ist die einzige Konsequenz aus der ganzen Diskussion und aus dem ewigen Argument, was drin kommt, das ist eine Expertendiskussion, es müsste sich bilden als quasi, es müsste Informationen anholen, alle Menschen müssen sich informieren, das kann nicht alle Menschen. Nicht alle Menschen kann das Wissen generieren, was braucht, wie man Facebook so umzugehen. Das heißt, wir müssen endlich packen, die Diskussion, die Sachthemen geht, auf eine politische Ebene zu bringen. Weil wir haben Forderungen, die absolut politisch sind. Was ist die Copyright-Diskussion? Das ist eine Diskussion, die sich darum dreht, dass die Angsuchen mal die Güter, die da sind, die müsste gratis für einen Mensch sein. Mal wunderbar, das ist eine politische Forderung. Kultur soll gratis sein. Natürlich müssen wir Mechanismus fahren, dass Kultur gratis sein kann. Und dann würde ich auf den Herrn Schäbig überhaupt kein Problem damit, wenn die Rechte einfach einmal eine Regelung quasi durchgeführt sind, dass die Künstler anders so klären, überhaupt kein Lust mit drauf haben, du irgendwie die Wege zu verkaufen, einfach Friedhöfe und die zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Punkten wie das Netz gratis sein soll. Natürlich soll das Netz gratis sein, mit das ist eine politische Forderung. Und du gäbe ich Mangel, und das ist dann auch vielleicht eine Aufforderung,
die auch Leute von der Piratenpartei, mir auch Leute vom Chaos Computer Club dann die Thematiken, die beschwart gehen, immer nicht just auf das Sachthema zu sehen, weil das irgendwann sind Leute einfach so voll mit Zusatzinformationen, dass sie das Sujet nicht kriegen. Das heißt, für das jedem über den Thema schwätzen kann, muss ihn auf einen Punkt bringen, bei dem ein Mensch mitmachen kann. Und ich meine, wenn man eine politische Diskussion führen, auf einen Punkt kann ein Mensch aussetzen bei einer politischen Diskussion. Ein Mensch wird eine gewisse Basis von politischen Idealen. Das heißt, wir müssen nicht packen, als all die darüber schwätzen, über Internetthemen das Sujet auf politische Sujet zu bringen und als politische Ideale auch an der Welt vom Internet zu verteidigen. Und ich meine, dann sind wir, kommen wir mal in Diskussionen auch ganz sehr aus den Expertendiskussionen an irgendwelche Paragraphen und irgendwelche quasi Spezialsoftware auch raus. Okay. Ob man das tun? So, bis 11 Uhr hören wir das dann noch? Okay. Ganz gut. Protect Edward Snowden, worum es geht. Ich will nur durchstellen, Postgeheimnis. Das also die grundsätzliche Menschenrechte wie Versammlungsfreiheit und Pressfreiheit und Führung. Das ist nämlich gehen. Das ist auch eine Luftgeschafft. Mehr heute stellt sich oft vor, dass in Tag oder Lektor Posten oder geht an weiter in der Mail, das ist positiv wie Post. Und dann ist aber wirklich Fläten, also das ist eine Luftgeschafft mit verpflichtet sich einfach so, weil in der was geschieht nach Briefen und auch bei den Engländern an Schweden, aber dass sie da vielleicht mit Durchfluss so viel zu suchen, das war ein Team, die Courage Finanzen denunzieren. So geht es ja im Finale durch, man strich verstanden und dass sie alles akzeptieren. Von der Kette steht Yankee an Kalaschnikow an Schützenpferd und ihre Automatismen, die Titel da draußen, an den längsten Raum, was kontrolliert. Warum so ähnlich, so Schreibgeschichte. Nee, da ist ja aber die Titel, die wirklich muss verteidigen, an den Lob behandelt wie Nerven quasi. Also sind ja noch nicht Dead or Alive ausgeschrieben, die kennt ja nur gesprochen, die sind nur weg. Wenn Sie auch wissen, so an einer Problematik, ich würde so an einem Zeit, wie ist die Erklärung? Du hast ja nicht so gewählt, dass der deutsche Staatsminister bei der Job-Kommission geht, die Enquete-Kommission an sein Projekt vorstellt für den neuen Spitzendienst, die besseren Spitzendienst. Aber 7 Punkte könnten den das gibt Projekt, könnten den Mehrrechter an der Lage auch vor, von den nun bekannt für einen Member vom Spitzendienst. Bestellen dazu bei den Mehrwerten ja, also plötzlich. Die an der Spur, also so weggeführt, die auch freiere Member vom Spitzendienst. Also 20 Journalisten, Bomben explodiert oder weiter Possibilität. Der dann nämlich denunziert, dass die Journalist kann an Prison kommen. Weil dann nicht. In einem Moment, wo wir Freiheit Netz und Presse sind, kann ich schreiben, was ich will. Weil alles zugepasst ist, das System oder Moment. Die geht es umgebracht. Das ist ein Ding, den wir umgebracht haben. Dann schmecken aber nicht, dass sie noch das so. So leid wie den Snowden, den muss ich respektieren, weil den wird natürlich nicht gemerkt, wie die Münzen und schlicht verstehen. Den wird das gemerkt, weil er aus moralischen, politischen, demokratischen Überleben nämlich Kontakt hat. Also du gehst nach Haien. Also du gehst nach Haien und Banderole schreiben, passt auf die Junker rum. Okay, wie gesagt, mehr sind nach einer Reihe Konferenzen, die man organisiert haben, für Themen zu vertiefen. Aber wenn ihr das nicht so kriegen, für mehr bei uns zu kommen, dann invitieren wir euch, für auf den Blog zu gehen, die fand ihr in reclaimthenet.wordpress.com.
du fand er dat am Jegent van enkeier van den Miget fertig bringt als Videoen op den Sitze setzen, weil dann werde dat dann noch können an ugesehener Form von Jech aus daheim aus der vom Erbis könne verfolgen. Gut ist und ich merci so aber für alle mocht dem Herr Schäblig, dem Lars, dem Jerry, dem Sam an dem Jan merci für dat mat gemerk tun. Also dann Ja, schön.